Onze Geschicht schildert die Pilgerreise von ein Port von Plautdietsche Mennoniten in Nord-, Mittel- und Südamerika. Onze Geschicht Nummer 78. Ditmal vertellen wir noch mehr von Mexiko und von anderen lateinamerikanischen Ländern Trigj nach Manitoba gekommene Mennoniten, in denen noch kommen, wo von der in Manitoba wohnen. Bei den lot 1950er Jahren werden al sehr viele Ölkolonien und Sommerfelderfamilien von Mexiko Trigj nach Manitoba getrokken. Und von den 1948 nach Mexiko uitgewanderte Kleingemeindenfamilien wären dann auch all einzelne Trigj nach Manitoba gekommen. Und auch das grootste Port von den Ölkoloniefamilien wohnen 1948 von Saskatchewan, Manitoba und British Columbia und je älteste Johan Lepke Leitung nach Mexiko getrokken wären auch all in den 1950er Jahren Trigj nach Saskatchewan in Manitoba getrokken. Ältester Johan Lepke war ältester Isaac am Dick und Prediger Abraham Dick in Chihuahua, Mexiko, Halfbruder. Und dann von den 1960er Jahren an kamen jeder Jahr immer noch mehr Ölkolonien, Sommerfelder und auch Kleingemeindefamilien von Mexiko Trigj nach Manitoba. In den letzten 2 oder 3 Jahrzehnten sind auch immer noch mehr Ölkolonien, Sommerfelder und Kleingemeindefamilien von Belize und andere lateinamerikanische Länder Trigj nach Manitoba gekommen. Wo wohnen all die von Lateinamerika nach Manitoba Trigj gekommene Sommerfelder, Ölkolonien und Kleingemeinden hier in Manitoba? Hier in Manitoba wohnen die meisten von unseren Trigj gekommenen Mennoniten, nicht so sehr verstreut man nicht Mennoniten, als sie dort in Ontario wohnen, aber viele wohnen hier doch auch in der ganzen Provinz verstreut, so als die anderen Manitoba-Mennoniten dort auch wohnen. Viele, sehr viele wohnen sogar in Winnipeg City. Sehr viele von unseren Trigj nach Manitoba gekommenen Familien wohnen hier auf der Westreserve in mennonitische Dorpen, wo ihre Eltern, Großeltern oder Urgroßeltern mal wohnten, ehe sie nach Mexiko trokken. Und noch sehr viel mehr wohnen Westen vom Red River in so eine mennonitische Städte aus Winkler, Plum Coulee, Horndine, Rosenfeld, Altona, Gretna und Low Farm. Oder auch in so eine Städte aus Martin, Carmen, Roland und Rosenort. Auch in Portage la Prairie, in Morris und in Osten, McGregor umgehend, und sogar so weit Westen aus Kola wohnen von unseren Mennoniten. Osten vom Red River, auf der Ostreserve, wohnen unsere Mennoniten in so eine Städte aus Grüntal, Kleefeld, Landmark, Blumenort, Steinbach, Niverville und verschiedene andere Dörfer und Städte. Viele, besonders von den Trigj nach Manitoba gekommenen Kleingemeindefamilien, wohnen hier in Manitoba entweder in der Steinbach-Umgegend oder Norden von Winnipeg in der Arburg und Fisher Branch Umgegend. Meist irgendwo in Manitoba wohnen von unseren Mennoniten. Wo arbeiten unsere von Lateinamerika Trigj nach Manitoba gekommenen Mennoniten hier in Manitoba und was ihnen da hier für geschafft hat? Diese Frage kann wohl keiner in voll beantworten. Aber ich habe mit vielen von meinen Freunden hier in Winkler davon geredet und will diese Frage nu wenigstens zum Teil versuchen zu beantworten. Die ganz erste Ölkolonie und Sommerfelderfamilien wohnen von Mexiko all von den 1920er Jahren bis den 1940er Jahren Trigj nach Manitoba getrokken werden, die wären hier meistens war davor. Und viele von denen ihre Kinder und Großkinder wären oder sind hier auch von der noch vor mir. Auch einige von denen wohnen in den 1950er und 1960er Jahren Trigj gekommen, sind hier noch vor mir geworden. Und sieht Manitoba jetzt dort wenigstens 3 große Erdstocken vor mir, und etliche große und kleine Getreideformen, wohnen entweder selbst mal von Mexiko Trigj nach Manitoba gekommen sind, oder noch kommen sind von Trigj nach Manitoba gekommene mennonitische Eltern. Diese 3 und viele
sehr viele andere Wirtschaftsformen und Süd-Manitoba haben noch einmal viel von Lateinamerika zurückgekommene Mennoniten als ihre Arbeiter, besonders wenn sie ihre Abend anbringen. Und eine ganze Anzahl von unseren Mennoniten haben hier in Manitoba eigene Fabriken oder andere Geschäfte. Aber die weite meiste von den vielen Oldkolonien, Sommerfelder und kleingemeinte Familien wohnen von den 1960er Jahren an von Mexiko Trigj nach Manitoba gekommen, sind hier entweder so lange die Form ihrer Arbeiter gewesen, dass sie wohl in Fabrikenarbeit gefangen haben, oder sie sind in Süd-Manitoba von Fuß an irgendwo in die vielen verschiedenen Fabriken oder für die verschiedenen Baukontrakte und auch auf verschiedene andere Städten Arbeiter gewesen. In den 1960er und 70er Jahren haben viele von Mexiko zurückgekommene Oldkolonien und Sommerfelder Familien in Manitoba die beiden Formen ihrer Beitenregeln ausgedehnt und reingeweiht. Und viele haben in den Jahren auch auf die Formen ihrer Getreideflächen, wo ihr Getreid als Sotgetreid verkeiten wollen, oder so sie dort nennen, Sotgetreid trocken, den willen Hover in den Hadrik en andere Ankrut uitrieten helpen en so weiter. Ich habe mit onze kindertaub in de lood 1960er Jahren auch veel zo'n arbeid gedaan, beides Beitenregen uitdanen en reinweiden en ook Sotgetreid vlekken reinholen helpen. In deze jaren kwamen viele grote families van Mexiko zum Sommer naar Canada, hier zoveel geld te verdienen als möglich. Eerst kwamen deze families naar Manitoba en verdienden hier geld met Beitenregen uitdanen en reinweiden. En wanneer de buitenweidarbeid hier fertig was, dan fuhren die naar Zuid-Ontario en verdienden door geld met de Gurken, Tomaten en Fruchtformen helpen ihre Abend aanbrengen en fuhren dan weer terug naar Mexiko zum Winter. Ik herinner me besonders daran, dat de Peter Harder familie en de Benjamin Radekop familie en de buitenweidtijd in Manitoba waren. Vielleicht ist mir diese beiden Familien in Manitoba sind besonders im Gedächtnis, wie sich die beiden Männer all in Mexiko gut gekannt hat. Nu ist das all viel anders geworden in Manitoba. Aber in dem ersten halben Jahrhundert, von 1930 bis 1980 ungefähr, wird in Manitoba auf die von Mexiko zurückgekommenen Mennoniten ziemlich heraufgekickt. Natürlich wird das hier nicht bei allen Lied so, aber bei sehr vielen Menschen wird das sehr zu merken, dass die in Kanada gebliebenen Mennoniten, die Mennoniten von Mexiko, weniger halten als sich selbst. Ich selbst und viele andere Männer haben dort zum Beispiel sehr klar gemerkt, dass man uns hier nicht hören will mit großen neuen Traktors fahren lassen. Man hält dort hier dafür, dass wir von Mexiko gekommene Männer nicht verstanden, mit ihren Traktors in große Formgerätschaft zu arbeiten. Und wenn mal ein Farmer uns jedoch mit seinem Traktor wohl auf dem Land arbeiten lassen, dann bestellt er an uns so eine Dinge, als man an junge Jungs bestellt, wenn die sollen Traktor fahren lernen. Wir fühlten manchmal so, wir wurden hier so angesehen, als wenn wir nichts gelehrt hatten, nichts kannten und nichts verstanden. Auch bei anderen Arbeiten wird dort zu merken, dass man von uns nicht sehr viel hält, oder nicht sehr viel dacht. In dit Leben hat alle viel damit zu tun, dass beide Gruppen, die in Manitoba gebliebene Oldkolonien und Sommerfelder, und die nach Mexiko uitgewanderte Oldkolonien und Sommerfelder, beide glaubten, dass die andere Gruppe ganz am Unrecht war und sie ganz am Recht. Dat heißt, de meeste van die naar Mexiko uitgewanderde Oldkolonien en Sommerfelder geloofden dat die in Canada gebliebene Oldkolonien en Sommerfelder ganz verweltlicht werden. Aber wat wir dort, wat an dort so beurteilen mög, dat die in Canada gebliebene Mennoniten verweltlicht werden? Dat wir ganz einfach da wären, weil die meeste Oms in Mexiko dort so sehen, en de meeste Oldkolonien dort dan zo geloofden, dat wils de in Canada gebliebene Oldkolonien Korfwaarten voeren en ihre Kinder en de regering ihre Schulen hoog uitleren leiten, wären sie hier in Canada alle ganz verweltlicht.
De Sommerfelder in Mexiko geloofden zwar nicht, dat de Manitoba-Sommerfelder hier verweltlicht wären, weil sie in Kanada Korfwater fuhren, dann dort deden op de Sommerfelder in Chihuahua. Aber de meeste Sommerfelder in Mexiko geloofden ook, dat wiens de in Manitoba gebliebene Sommerfelder ihre Kinder hier in Regierungsschulen unterrichten leiten, wären sie verweltlicht. En viele von den in Kanada gebliebenen Ölkolonien in Sommerfelder sagen die naar Mexiko uitgewanderde Mennoniten bald als veel weniger an, wils den ihre formelle Schulbildung dort noch viel weniger wird, als die in Kanada all immer gewast wäre. In de Mennoniten, Sommerfelder en Ölkolonien leiden ihre Kinder in Mexiko wirklich noch viel weniger in ihre Schulen, als sie die in ihre Schulen in Kanada gelehrt haben. Denn in Kanada hadden de Ölkolonien in ihre Schulen immer volle 7 Monate im Jahr Schule. En de jongens waren meestens 8 Jahre in de Schule. En dort merken 7 mal 8, also 56 Schulmonaten. En in Mexiko hadden de Mennoniten Ölkolonien in Sommerfelder beide, von Anfang an mal 6 Monate im Jahr Schule, en de jongens waren im besten Fall mal 7 Jahre in de Schule. En dort merken 6 mal 7, also mal 42 Schulmonaten. In 14 Monaten weniger Schulunterricht erholen, dat is je 25% weniger, als dat in Kanada wäre. Krijgt so weer dat bij de meeste Sommerfelder. Einige van de Sommerfelder in Manitoba, die wonen hier al de Regierungsschulen hadden, die hadden in Manitoba sogar al 9 Monate im Jahr Schule gehad, oder noch mehr. En dat merkt 8 mal 9, oder 72 Schulmonaten. In de New Mexico uitgewanderde Sommerfelder hadden dort ook maar 6 Monate im Jahr Schule, krijgt zoals de Ölkolonien. Also, wat dat werkweiten, oder dat formelle en Schulen geleerd zijn aanbelangt, daarin waren de New Mexico uitgewanderde Mennoniten bij het Sommerfelder en Ölkolonien, en de in Mexico geblevene Mennoniten, en de in Manitoba geblevene Mennoniten, Sommerfelder en ook Ölkolonien, zich in een paar Jahrzehnte dort sachlich sehr wieder eingewohnt. En in diesem Sinn kickten die in Manitoba gebliebene Mennoniten bei het Sommerfelder en Ölkolonien wel met gewissem Recht erauf, ob die von Mexiko Trigj naar Manitoba gekommene Mennoniten, Ölkolonien en ook Sommerfelder. Aber die Familienform, die ist ja an und für sich auch eine gute Schule. Und in dieser Schule wird die Kinder meistens viel praktische Weiten beigebracht, während sie dort abwachsen in die verschiedenen Hus-, Hof- und Formarbeiten lehren. In die Kinder praktische Weiten, wird sie sich aneignen durch die Familienformschule, dort wir in Mexiko nicht weniger, aber vielleicht noch mehr geworden, als dort, wo die Kinder sich in Manitoba Familienformschule aneignen. Und wodurch wir dort so? Ganz einfach da wären, weil die Kinder, Jungs und Mädchen, in Mexiko viel längere Zeit im Jahr in der Familienformschule allerhand verschiedene Arbeit donen lehren mussten. Und zweitens, wie es besonders die Jungs dort die Formgerätschaft Ports Trachmerken lehren mussten, wie es die dort nicht so leicht und billig gekauft worden können, als hier in Manitoba. Und mancherlei anderes. Also, das praktische Weiten, wenn die Kinder sich in der Familienformschule in Mexiko aneignen, das heißt, wenn Mutter und Vater da gute Lehrer wären, dort wir in Mexiko vielleicht nicht schlechter oder weniger geworden, aber dort wir auf verschiedene Wege vielleicht noch besser und gerader geworden. Und dort wird ganz einfach dadurch so, dass die Kinder da viel mehr Monaten arbeiten lehren mussten als in Manitoba. Und dort hatten viele in Manitoba gebliebene Mennoniten, Sommerfelder und auch Ölkolonien, so als ich dort sei, nicht in Betracht genommen, wenn sie uns hier so viel weniger halten, sie sich selbst halten.
Dort die Familie vor dem Schule in Mexiko die Kinder meistens viel praktisches Weiten beigebracht hat. Dort haben die verschiedenen mennonitische Industriegeschäftsführer und ihre Fehler in verschiedene Fabriken in Süd-Manitoba, besonders in Winkler, vielleicht schwender und besser gemacht als die mennonitische Formen in Süd-Manitoba. Dann in die verschiedenen Fabriken arbeiten hier auch lang immer sehr viel von unseren Mennoniten, Männer und auch Frühers oder Mädels. Und die wurden da scheinbar nicht so viel weniger gezahlt, als die in Schule und Beke höher gelehrte Menschen in Kanada. Die Arbeitgeber in Winkler, Manitoba, die Fabriken-Eigentümer, wo nur so viel von den Trigj nach Manitoba gekommenen Mennoniten in ihre Fabriken als Arbeiter brauchen, die geben diese Arbeiter meistens hohe Anerkennung für ihre Arbeit. Sogar auf einem sogenannten Kanadier-Treffen wurden diese Arbeiter öffentlich für ihre Arbeit in den Fabriken gelobt. Einer von den Rednern auf einem Kanadier-Treffen, der Bürgermeister oder der Mayor von Winkler, wo er selbst auch mal als junger Jung mit seinen Eltern Taub von Mexiko Trigj nach Manitoba gekommen ist, die sehen die von Mexiko gekommenen Mennoniten, in denen auch kommen, dass sie hier all sehr viel für die Winkler-Ökonomie getan haben. In ein zweiter Redner auf demselben Kanadier-Treffen, einer von den Eigentümern von Trigj Recreational Vehicles and Load King Manufacturing Industries in Winkler, sehen die Kanadier-Mennoniten, dass die Trigj und Load King Fabriken ohne die Trigj gekommenen Mennoniten von Mexiko nicht hatten gekonnt, so groß und so erfolgreich waren, als sie dort durch ihren Beitrag als gute Arbeiter geworden wären. Nu erst mal ein paar Beispiele von, wo hier in Manitoba manchmal auf uns raufgekickt wird, wann wir von Mexiko hergekommen wären. Als wir mit unserer Familie Taub 1965 mal nach Manitoba gekommen wären und in Gretna ein paar Monate gewohnt hatten, dann sieht unser Nachbar früh uns mit einmal, dass andere Frühs, eine oder andere, anraubten und allerhand frühen. So wat als, wo sittet jene Nachbars ihre Walsch? Wo wohnen die in Kleider? Und allerhand andere Frauen, wo ne Beweis dafür wären, dass da viele so ne Menschen wären, wo ne noch wat sagten, um uns raufstampeln, uns zu belitteln. Einige Lied frühen uns selbst, wunderliche Frauen, wenn sie uns vergeblich besegnen kämen und uns wat brachten. Manchmal verraten ihre Frauen, dass sie Ursache sagten, wat Negatives von uns vertalen zu können. Aber hier müssen wir wieder aufbrechen für das Mal. Nächstes Mal vertellen wir noch mehr von, was die von Mexiko und von anderen lateinamerikanischen Ländern Trigj nach Manitoba gekommenen Mennoniten und den ihre Nachkommen hier schaffen und noch was davon, was diese hier in Manitoba für Geschäfte eignen und so weiter. Was nächstes Mal. Ich bin George Rempel.